Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Im Namen Gottes, des Allmächtigen, so steht es in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, begrüße ich Sie auch heute zu einem traurigen Thema: Kindstod. Liebe Mütter, liebe Väter, unfassbar, wenn man das einmal erleben musste, dass sein geliebtes Kind vor einem selber stirbt. Oft sogar nur sehr kurze Zeit hat dürfen nochmal auf Erde geboren werden. Wieso erlaubt der allmächtige Schöpfer Gott so etwas? Lässt doch so traurige, gebrochene Eltern zurück, wenn eine Tochter oder ein Sohn hat früh sterben. Ist das eine Strafe? Ist das ein Zeichen von Gott? Gott ist kein Strafgott, wie es fälschlicherweise oft in der Bibel oder im Koran festgehalten wird. Gott, alias El, alias Allah, ist ein vergebender, liebevoller, allmächtiger, wissender und weiser Schöpfer. Wieso passieren dann immer so schreckliche Sachen auf dieser Erde? So unmenschliche Tragödien wie ein Kindstod. Folgende Worte versuche ich Ihnen, liebe Eltern, Trauernde, Mütter und Väter, eine logische Erklärung zu geben. Und hoffe, dass Sie nach meinem Vortrag doch Trost und wieder Sinn im Leben finden. Liebe Eltern, von einem sehr früh verstorbenen Kind, von einem eben geborenen Baby, einem Kleinkind, das nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten wieder die Erdenwelt verlassen hat, zurück in den Himmel gerufen worden ist es schwer, tröstende Worte zu finden. Es dreht sich immer nur, wieso, warum, die ganze Gedankenwelt. Aber liebe Mütter, liebe Väter, im Gottesplan macht alles Sinn. Auch wenn wir so einen Tod eines Kleinkindes für uns nachvollziehbar ist. Wieso ist meine Tochter oder mein Sohn so früh in den Himmel zurückgerufen worden? Das Wort der Himmel ist Schlüsselwort. Es gibt eine grobstoffliche Welt, unsere Erde, unser Universum. Aber es gibt natürlich auch eine feinstoffliche Welt, das Himmelreich. Allein im Vaterunser bezieht man sich 3-mal auf das Himmelreich Gottes. Wo es ein Himmelreich gibt, wo auch Sie, liebe Mutter, und Sie, lieber Vater, eines Tages, wenn Sie sterben, zurückkehren werden. Werden Sie von Ihrer Tochter oder von Ihrem Sohn, der wo vor Ihnen verstorben ist, empfangen werden. Denn wenn wir sterben, wachen wir wieder im Himmel als Geistwesen auf. Und so werden auch Sie von Ihrer vor Ihnen verstorbenen Tochter und von Ihrem vorverstorbenen Sohn im Himmel Trost finden. Genau so wird auch Ihr eben verstorbene Sohn oder Tochter im Himmel empfangen werden.
von wunderbaren, barmherzigen Engeln, die ihn umarmen, die sie umarmen, und sie werden auch im Himmel erzogen werden. Übrigens, bei Krieg, Epidemie, Hungersnot liegt die Verantwortung, wie wir wissen, meistens bei den Menschen. Wie es in den 10 Geboten heisst, wir sollen nicht töten, aber wir führen Krieg und töten, was geht. In meinem Buch, vor allem das Medaillon Gottes, möchte ich ja sehr gern, dass die monotheistischen Religionen, das Judentum, das Christentum und Islam, das vergessene Wissen über die Wiedergeburt wieder einführen. Wo man während Jahrhunderten, Jahrtausenden unterdrückt hat. Heutige Religionsführer, vor allem die fanatischen, hätten doch überhaupt keine Chance, ihre abstrusen Theorien, ihren Hass gegen Andersgläubige durchzusetzen, würden sie an die Wiedergeburt glauben, wie es im Alten und im Neuen Testament immer wieder erklärt wird. Ihr Reich auf Erden wäre eben kein Reich mehr. Im Himmel gibt es eben das Himmelreich Gottes. Ähnliche Strukturen wie auf Erden. Es gibt Berge, es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt Meere, es gibt Tiere, es gibt Pflanzen und Wälder und wunderbare Städte. Die grösste Stadt heisst Jerusalem, kann man auch so in der Bibel nachlesen. Und im Himmel läuft alles nach Gottes Plan. In absoluter Harmonie und Liebe. Und Frieden, und wir leben im Himmel ewig. Vor Äonen von Jahren haben Sie und ich wohl auch an dieser Palastrevolution teilgenommen, wo der Luzifer wollte Christus als König im Himmel stürzen. So sind wir alle in die Hölle geschickt worden. Und werden nun durch sehr viele Wiedergeburtszyklen über die Mineralwelt, Pflanzenwelt, Tierwelt und viele Menschenwerdungen dazu, man kann fast sagen, trainiert, den Sinn vom Leben zu erkennen. Genau beim ersten Schrei von einem Baby werden von Engel Gottes der Geistkörper in das menschliche Baby inkarniert. So muss dann das Geistwesen auf Erden, der auch noch den Gottesfunken bekommt, die ewige Liebe, das ewige Leben und der freie Wille, in seinem Leben beweisen, dass es gottesfürchtig nach den 10 Geboten, möglichst nach den 10 Geboten von Gott kann leben. Aber es ist schwer, das Menschenleben. Und wir werden zeitlebens immer wieder von Luzifer und seinen Schergen auf Erde verführt. Er hat ja das Recht, uns zu verführen. Darum heisst es ja seit ein paar Jahren neu im Vaterunser, der korrekte Passus, führe uns in der Versuchung. Denn Gott schickt uns in der Tat Engel. Jeder von uns hat mindestens einen Schutzengel. Aber oft, wenn wir beten, haben wir auch mehrere Engel, die uns helfen, um den Versuchungen vom Bösen zu widerstehen. Darum sollen wir auch jeden Tag das Vaterunser beten. Am Morgen, bevor man rausgeht, aus der Wohnung, aus dem Haus, um den Schutz für den Segen für den Tag zu beten. Und am Abend, vor dem Einschlafen, um für den Tag zu danken, dass man wieder gesund heimgekommen ist und den Segen für die Nacht. Liebe Mütter und liebe Väter von verstorbenen Kindern. Was haben nun die Erklärungen bis jetzt über die Wiedergeburt mit ihrem frühen, scheinbar ungerechtfertigten Tod von ihrem Baby, ihrem Kind zu tun? Sehr viel. In den meisten Fällen, wo Kinder nur kurz, nochmal auf Erden geboren worden sind, sind sie zum letzten Mal als Mensch inkarniert worden. Und dürfen nachher, nach ihrem kurzen Erdenleben, für immer im Himmel als Engelwesen leben. Sie werden also wieder an den Platz zurückkommen, wo sie vor dem Abfall von dieser Palastrevolution als Engel gelebt haben. Sind Sie also bitte, liebe Mütter und Väter, nicht zu sehr traurig, wenn Ihr Sohn oder Ihre
Tochter als Menschenkind so früh in den Himmel zurückgerufen worden ist. Dann, wenn sie sterben, wie schon erwähnt, wird genau ihr Sohn und ihre Tochter sie im Himmel empfangen. Und im Himmel werden die früh verstorbenen Kinder in einer perfekten Erziehung zum Engel dürfen im Himmel erfahren. Es ist also eine Ehre, wenn sie so früh haben müssen ihren Sohn oder ihre Tochter wieder zurück am Himmel geben. Hadert sie nicht mit Gott. Fallen sie auf die Knie. Betet sie zu Gott. Betet sie für ihren Sohn, für ihre Tochter, die jetzt ein Engelwesen im Himmel ist. Wenn sie zu Gott betet und nicht mit Gott hadert, wird ihnen bestimmt erlaubt werden, dass ihr Kind, ihre Tochter oder ihre verstorbene Sohn sie einmal im Traum besuchen darf und ihnen einen Einblick von seiner wunderschönen Welt im Himmel geben darf. Im Himmel tut so ein verstorbenes Kind fürsorglich als Engelwesen, wie schon erwähnt, aufwachsen. Und wenn sie nach 20, 30 Jahren auf Erde als älterer Mensch sterben oder noch viel später mit 50, 60 Jahren, wird sie den dann auch und das Alter älter gewordene Sohn oder Tochter im Himmel, wie erwähnt, empfangen. Es ist eine Ehre. Auch wenn der Schmerz einem das Bewusstsein raubt, immer wieder den Zweifel am Sinn vom Leben gibt. Aber das Menschenleben ist hart. Und je höher sie in diesen verschiedenen Menschwerdungen schon vorgestoßen sind und sie genau den Glauben nach so einem schlimmen Schicksalsfall nicht verlieren und weiter an Gott glauben, weiter an Christus, unseren König im Himmel, sie den Sinn von diesen Wiedergeburtszyklen begreifen, werden sie stolz sein, dass zum letzten Mal ihre verstorbene Tochter oder ihr verstorbener Sohn jetzt für ewig im Himmel als Engel sein darf. Wünschen wir uns doch das auch, dass unser Erdenleben das Letzte ist. Dass wir nachher unsere Aufstiegszyklen im Himmel durchführen dürfen. Wenn Sie das Wissen haben, werden Sie weiterhin in Demut zu Gott beten. Sie werden auch zu Ihrem verstorbenen Sohn, zu Ihrer verstorbenen Tochter beten und um den Segen bitten für Ihre Familie. Und Sie werden nicht mehr so Angst haben vor dem irdischen Tod. Denn Sie wissen definitiv, wer Sie als Erste im Himmel empfangen wird. Alles macht Sinn. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind alles im Himmel auf Erden, Schwestern und Brüder. Und versuchen wir doch, die jetzt 2000 Jahre andauernde Religionskrieg durch das Wiedergeburtswissen zu beenden. So erlebe ich mir auch heute, sie im Namen des Vaters und des Sohnes zu segnen, weil alle Menschen dürfen sich segnen und bitten auch um ihre Segen. Danke. Wir sehen uns gerade nach einer Minute in Werbung in eigener Sache weiter. Gott zum Gruß. Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen.
um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten und nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung. Viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensivem Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang, sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden. Und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten. Und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben.
Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle drei monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als Souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. Siebtens, man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen. Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard, Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.